Hallo zusammen, du bist Crown Cletus oder Chris. Hoffe, es geht noch gut. Hoffe, alles klar. Für die Fortnite interessiert sind, jetzt ist ja gerade Season 4 gestartet und ich habe das Glück, dass ich heute am 1. Mai frei habe und haben wir das Ding auch reinziehen können. Nach etwa einer Stunde, 1,5 Wartungsarbeiten ist das Update endlich ready gewesen. Und ja, ihr seht jetzt so gerade das Intro für Season 4. Und wow, hey, es ist richtig cool, es ist richtig cool. Sie haben sich einige sehr interessante Sachen überlegt, einfallen und haben das jetzt hier in das Game reingepflegt. Also, ja, ich wollte noch nicht gerade allzu viel versprechen. Ich habe das erste Game gespielt, habe das kurz recorded. Ja, bin nicht allzu wahnsinnig gewesen, überraschenderweise, wenn man sich noch nicht ganz so gut auskennt mit den neuen Sachen. Und hier schon bei Bang gibt es natürlich die normalen Battle Pass Sachen. Und weil ich Season 3 auch schon gespielt habe, wird ich hier auch ein bisschen aufgelevelt. Endlich wieder mal einen coolen Hintergrund. Das habe ich eigentlich im Season 3 ein bisschen vermisst in der Lobby. Und hier sieht man es. Hier sieht man es wirklich. He? Und den Battle Pass gibt es wieder für 950 V-Bucks. Und wer halt einfach schon ein bisschen möchte, vorauspreschen, obwohl ich das nicht ganz verstehe, der kann er schon die ersten 25 Level auch kaufen. Und wenn du ja wirklich alles Geld rausballern willst, hast, dann kannst du gerade schon bis Level 100 alles reinziehen. Ja, ich finde das mit dem Auflevel halt schon etwas Spannendes und Cooles. Und darum mache ich dort eigentlich regulär lege ich los und kaufe mir nicht den 25 Level Booster. Es gibt jetzt scheinbar auch neue Herausforderungen, die explizit auf die neuen Superhelden zugeschneidert sind. Irgendwelche Ausrüstung oder so, die man dann bekommt. Und hier jetzt noch schnell die speziellen Sachen, die mir sind aufgefallen sind, die man anlegen kann. Skins, Hintergrundbilder, eben hier auch der Gleiter, sehr stylisch, candymässig. Die Sprayerin, auch ein cooles Outfit, muss ich sagen, haben sie eigentlich schon einen Style bewiesen. Auch so bei der Farbgebung. Und es ist jetzt wirklich nichts außer der John Wick, der eigentlich fast zu dunkel ist. Und der ist wunderschön. Es hat ja diesen Wettbewerb gegeben für einen neuen Fortnite Battle Royale Tanz. Und eigentlich haben so ein bisschen Community und das Internet hat eigentlich wollen, dass hier der Orange T-Shirt Boy gewinnt, der so ein bisschen einen lustigen Tanz macht. Und der hat leider nicht gewonnen, aber sie hat jetzt gleich diesen Tanz in das Game eingefügt, was ich sehr cool finde. Der ist natürlich auch nice mit dem Popcorn, je nachdem, was da jetzt gerade abgeht. Aber ja, ich habe es wirklich, wirklich, wirklich sehr funny gefunden, dass sie den hier einbaut. Muss ich zugeben. Ein paar farbige Wölkchen zum Abgleiten. Ja, yeah. Und hier richtig coole Kleider. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt nicht gerade jeden gekauft, der ein bisschen speziell ist, weil häufig verdecken sie fast ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Aber so ein bisschen neue Arten von Kleidern wäre schon noch cool. Und hier so in Ultra der Farbklecks, würde ich mal sagen. Aber auch wieder sehr stylisch pink. Mit dem Lollipop-Schläger, den sie haben. Ja, wird der Kleinen sicher auch gefallen, wenn sie wieder mal ein Kostüm auswählen darf. Oben habe ich gerade gesehen, habe ich einen Tanz verpasst. Ich finde es so super. Es ist ja schon eher etwas Simples, die Tänze, aber ich finde das so cool, Mann. Und vor allem, wenn man es in der rechten Welt auch wieder sieht, wer auch immer, was auch immer gewinnt oder am Tanzen ist und dann ein bisschen Fortnite einfließen, why not? Sie sieht sehr cool aus. Wie so eine Amazonin. Da haben wir dann noch den stylisch Future Glider, wie auch immer. Das finde ich auch sehr cool, dass eigentlich wie durch die Atmosphäre durchgeschädert ist und vor dir halt dann der Schild am Glühen ist. Squad Leader war auch in Ordnung. Raven Hintergrundbild ist mir auch speziell gut aufgefallen. Ja, und dann haben wir hier jetzt noch so ein neues Tänzchen. Ist das echt der Gewinner vom Boogie Down? Ich bin nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ja, ein spezieller Tanz. Ja. Und da haben wir dann noch ganz Schluss Level 100 der Omega. Und auch dann noch die Spezialherausforderungen, wo man da noch etwas abkassieren kann. Also gute Sachen, hey, wirklich eine gute Sache. Ihr seht hier die Weekly Challenges noch einmal kurz. Ich bin da noch ein bisschen am Hin und Her klickern. Und jetzt hier halt noch im Überlegen, ja,
was ich machen will, obwohl die Entscheidung klar ist, aber kurz noch hier die Beschreibungstexte auch verglichen, ob man jetzt irgendeinen Vorteil vom 25er auch noch bekommt, aber das ist eigentlich nicht der Fall, weil es wird einfach nur das aufgelistet, wo man halt einfach durch die Level vom Erreichen vom Battle und vom normalen Battle Pass bekommt. Und darum hat es hier einiges gelistet natürlich, aber eben nichts, was exklusiv jetzt mit dem Kauf zusammenhängt. Ich hatte nicht genug V-Bucks für das, darum ist gut, dass ich mich hier zurückhalte. Ja, wie gesagt, ich verstehe es nicht ganz. Es ist doch immer etwas Cooles, wenn man wieder ein Level up hat und sich das Zeug zu kaufen. Ist nicht mein Ding, aber wer das machen will, hat absolut Gelegenheit dazu. Das mit den Sprays habe ich erst ein bisschen später geschnallt. Jetzt im Game konnte ich es noch gerade nicht ausprobieren im Eifer des Gefechts, aber die kann man alle irgendwann auf eine Wange draufklatschen, nehme ich jetzt mal an. Wird doch schon noch Sinn machen. So, jetzt habe ich mich endlich getraut, das Ding zu kaufen. Ja, und mit dem regulären Battle Pass kann man doch auch ein paar coole Sachen bekommen, aber es ist kein Vergleich in meinen Augen. Und die 59 sind es jetzt gerade umgerechnet, 9,50 Franken, oder wenn man es noch ein bisschen vergünstigter bekommen hat, ist es vielleicht ein 8er oder 57, dann muss man sagen, ja, es wird eigentlich schon noch viel geboten. Heisst am Schluss nach 100 Tagen, wo einiges läuft. Oder was, 100 Tage? Sorry, 70. Also, dann gibt es so die Starter-Challenges. Der schwierigste ist sicher, einen Match zu gewinnen. Obwohl früher oder später wird das automatisch passieren. Und das sind eigentlich alles so Herausforderungen, die man auch nebenbei machen kann, ohne gross darauf zu achten. Und jetzt gibt es hier für die Superhelden gibt's eben noch eine spezielle Herausforderungen, wo man da auch noch einen zusätzlichen Skin bekommt, lässt das Bild so ein bisschen vermuten. Und man muss einfach halt alle Challenges in allen Wochen machen. Das ist auch etwas, was automatisch passiert. Und dann gibt es noch den für Carbine, der ist unten dran, genau. Und dort gibt es dann auch noch so eine Spitzhacke und irgendwie noch zusätzliche Ausrüstungsgegenstände. Ja, passt auf jeden Fall. Was sie auch neu hinzugefügt haben, ist der Randomizer. Da kann man den auch einschalten. Genau. Und sozusagen dann eigentlich jeder Runde zufällig ausgewählte Skins und Gadgets für seinen Charakter auswählen, was eigentlich noch ein interessantes Feature ist. Dann kommen wir vielleicht auch mal die Sachen ein bisschen dran, wo man sonst nicht so braucht. Und darum hauen wir doch das jetzt überall mal gerade rein. Und können dann so ein bisschen aus dieser doch auch ein bisschen gewachsenen Auswahl an Sachen, die ich mir da reingezogen habe, seine Auswahl treffen. Ja, wirklich ein super Game. Es ist echt der Hammer, wie sie auch das mit diesen Seasons machen. Und das ist ja nichts Neues, das hat es ja vorher in Games auch gegeben. Aber wie jetzt das hier eigentlich in das Battle Royale eingefügt ist höchst faszinierend. Und ihr werdet es jetzt schon gleich sehen, die Map hat sich recht verändert. Und sie haben wieder neue Sachen, die man ausprobieren kann. Also richtig interessante Geschichte, was sie hier am Aufbauen sind. Und sind wir ehrlich, sie können das Ganze dann auch irgendwie mit dem Save-the-World-Modus verbinden, wenn sie wollen. Aber sie können das auch total ausgliedern. Und klar macht es Sinn, wenn man vielleicht ein bisschen übergreifend über die Seasons eine Story hat. Aber auf der anderen Seite, wie bei Rick und Morty, da kannst du einfach machen, was du willst und das Ganze dann lose zusammenknüpfen. Ja, yeah. Hier noch schnell ein bisschen das neue Menü checken, für die Spielmodi zu wechseln. Sieht ein bisschen schöner aus, aber wieso, dass man jetzt hier extra einen neuen Bildschirm braucht? I don't know. Ich würde sagen, starten wir jetzt mal das Game, hä? Und da bin ich noch ein bisschen nervös, weil ich dachte, vielleicht gut Lobby schon, aber das Game noch nicht. Aber ja. Matchmaking klappt auf jeden Fall. Und seht ihr, jetzt hat hier mein Superheld noch die Flügel an. Und wenn wir jetzt ins Game reinkommen, schlägt der Randomizer zu. Ja, es dauert doch noch ein Weile, aber wir schaffen es doch.
am Ende dann ins Game reinzuladen und der Randomizer, der hat uns den Slurpee in die Hand gedrückt und irgendeinen Standard-Rucksack anrücken. Die Backblinks sind ja schon noch ein interessantes Thema und es gibt ein paar, die ich sehr cool finde. Aber ja, am Schluss machen sie die einfach nur mehr sichtbar. Und klar ist das meistens noch ein kleiner Unterschied, aber er ist vorhanden. Und jetzt seht ihr, es hat ein paar Meteoriten gegeben, die eingeschlagen ins Gefängnis. Dort vor dem Pump-Track hat es auch einen gegeben. Man sieht hinten neben den Battlefields und auch in Tilted hat es einen. Aber die es in den letzten Tagen oder schon länger vermutet haben, dass es eben das wird treffen, sind absolut richtig gelegen. Und ja, eineinhalb der Gebäude stehen noch. Ich lasse mir es natürlich nicht nehmen, hier mal runterzugleiten, wie so viele andere auch, um das mal reinzuziehen. Sehr stylisch gemacht, wirklich sehr stylisch gemacht. Und das heisst, dass das jetzt vielleicht doch wieder ein bisschen mehr zum Zentrum wird. Ich weiß nicht, ob es jemals war. Es war zwar im Zentrum, aber der Loot ist halt nicht wahnsinnig. Also, jetzt fliegen wir hier mal ein bisschen einigermaßen safe. Ich nicht gerade unten in Kessel, weil dort vermutlich rausgespielt wird. Der säckelt hier leider an Fallen vorbei und hat auch Schwein, dass der Typ sich geradeaus führen fokussiert. Ich kann den ersten Kill mit der MP gerade machen. Und habe somit auch der erste von 2, den ich mit der täglichen Herausforderung machen muss. Also auch noch gerade gelaufen. Und ihr seht, es sieht sogar ja, so apokalypsemässig aus. Jetzt hier gerade alles ist zerrissen, kaputt, zerbombt. Ich trage auch noch ein bisschen bei, dass es noch weiter kaputt geht und wage mich jetzt mal doch ein bisschen drüber zu spienzeln. Und ihr seht, es ist so stylisch gemacht. Hey, hier geht es das Loch ab, unten sind sie am Fighten und überall sieht man hier die schrägen Steine. Die versuchen auf Distanz hier den Dark Voyager zu verwischen. Und ein paar Mal hat es geklappt, aber ja, jetzt wird es halt schon schwierig mit dem Silencer auf diese Distanz. Und ihr seht, jetzt hüpft er sich plötzlich so richtig hoch und ich denke, was geht ab? Ist das ein Glitch oder ist das irgendein Spezialfeature von seinem Raumanzug? Aber nein. Es geht eben wirklich da unten um die glitzernden Steine, die ich mir halt jetzt wirklich auch mal von nahem ein bisschen anschauen will. Die Munition ist auch einigermaßen am Ausgehen, darum sind wir eigentlich fast forciert, hier ein bisschen vorwärts zu drücken. Und wie ein Tierli, das wissen, was hier abgeht, schnüffle hier mal dran und jetzt bist du irgendwie superpowered. Und das ist sehr eine interessante Designwahl, dass sie das hier unten in diesem Krater haben gemacht haben, weil so stellt man auch sicher, dass man nicht wahnsinnig auf dem Rest der Map ziehen. Und es wird sicher die geben, die es dann raus schaffen. Aber ja, passt auf jeden Fall. Ist cool, wenn man so weit springen kann. Der hat noch nichts gefunden, was ich eigentlich sehr strange finde, weil das Game ist doch jetzt schon einen Moment am Laufen. Es ist schon 60 gestorben. Und ich bin halt noch auf der Suche nach ein bisschen weiteren Gegnern. Schauen mal, wer sich hier versteckt hat. Unser Astronaut von vorhin vermutlich. Und hier vorne haben wir dann den nächsten. Und jetzt wollte ich hier noch einmal probieren, so ein bisschen mit der SMG einen Kill zu machen. Wechselt aber auf Pumpi. Der hat voll neben durchgerührt. Und somit ist mir ein Leben geschenkt worden, wo ich eigentlich schon gesehen habe, dass es vor meinen Augen ist vorbeigezogen. Sehr cool gemacht, wirklich sehr cool gemacht. Mit dieser Mondbasis ähnlich aufgebauten hier, wo sie vermutlich in der Mitte diesen Meteorit am Analysieren sind. Die Superkräfte, die man hier bekommt. Es wird sehr, sehr interessante Gameplays geben hier innen drinnen. In diesem Krater nehme ich an. Und ja, die Leute sind sicher immer noch sehr daran interessiert, auf Tilted zu landen. Ich bin gespannt, was es sonst noch für Veränderungen auf der Map hat gegeben. Einfach gesagt, kann man aber schon sagen, vermutlich wird es sich hier innen so ein bisschen treffen. Dann. Und alle irgendwie aufgepowert von diesen Superkristallen im Zeug rumjumpen. Also, ja. Man darf sich mal noch ein paar Sachen ausmalen. Und auch gespannt sein, wie sich dann die ganze Season weiterhin verhalten. Weil es ist ja so, dass Meteoriten, die noch vor ein paar Tagen immer wie regelmäßiger sind, runtergeklatscht, sind jetzt langsam verschwunden. Logischerweise, weil es hat alles eigentlich, was umgeflogen ist jetzt auf die Erde geklatscht oder eben auf die Map, auf die Insel. Und so haben wir jetzt eine Option, dass das noch weitergeht. Also, dass sie mit Story-Elementen die Map verändern. Ja. Ich bin da noch so ein bisschen am Kämpfen, aber ich gehe gar nicht gross auf diesen Kampf ein, weil jetzt scheppert jetzt der. Und dann ist Feierabend. Hä? Jesus, so schnell kann es runtergehen. Von der Seite runtergeflötet.
Ja, und da hat er jetzt auch noch verwünscht. Well done, Sir, well done. Jumppad und alles. Von diesen geilen Supersteinen. Yeah, ich bin begeistert vom Update. Hey, von hier noch an von stottern vor lauter Freude. Zieht euch rein, wenn ihr Bock habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und eine gute Zeit. Hey, merci auch für die ganzen Comments im letzten Video. Hat mich sehr gefreut, von euch zu lesen. Tschüss zusammen.